Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal mal nicht zum Spiel, sondern ähm, zu dieser Impfdebatte und diesen angeblichen Klagen der Spieler auf Gehalt. Also erstmal, wer meine Einstellung zum Impfen nicht kennt, ich verlinke euch das Video zum Impfen. Ich bin da ganz klar, ich bin genesen und geimpft. Ganz kurz zusammengefasst, für mich gibt es keine logische Erklärung, keinen logischen Grund, keinen nachweislichen Grund zu sagen, ich habe Angst vor einer Impfung, möchte mich nicht impfen lassen. Klar, wenn man gesundheitliche Sachen hat, man sich nicht impfen lassen kann, völlig okay. Aber diese Schwurbler und Impfverweigerer, sind für mich Menschen, die sich einfach mit dem Thema entweder nicht auseinandergesetzt haben, wenn es da um Angst geht, weil das ist völliger Schwachsinn. Ich hau euch auch gerne mal ein Video dazu in die Videobeschreibung von MyLab, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten, ja, die vierte Welle wütet, aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil dann schweife ich richtig ab und dann wird es hier richtig krass. Das wäre ein eigenes Video wert. Gut, es war ja auch die Frage in den Kommentaren halt, wie ist meine Meinung dazu. Meine Meinung dazu ist, als Fußballprofi hast du dich zu impfen. Punkt. Ja, man kann keinen Menschen zwingen, aber als Fußballprofi gehörst du geimpft. Genauso wie du als Pflegepersonal oder als Arzt geimpft gehörst. Als Feuerwehrmann, als Polizist. Ja, da gibt es für mich keine zwei Wahrheiten. Ich sehe halt keinen logischen Grund zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Das Thema möchte ich jetzt gar nicht aufrollen, warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, jeder, der ein bisschen bei Verstand ist und sich mit dem Thema beschäftigt, wird keinen rationalen Grund finden. Von wegen Langzeitschäden oder sonst ein Schwachsinn. Was alles halt widerlegt ist. Aber gut, darum soll es wie gesagt nicht gehen für mich. Ich mag einen Kimmich, ich mag einen Musiala, ich mag einen Gnabry Sosemi, ich mag einen Choupo-Sosemi. Q-Song interessiert mich auch nicht wirklich. Und nichtsdestotrotz sind das Fußballprofis und sollte das wirklich so sein, ich meine, das steht jetzt so in den Medien und man weiß das nicht, sollte das wirklich so sein, dass ein Spieler sich da hinstellt und dagegen klagen will, dass er sein Geld nicht kriegt, weil er in einer Quarantäne ist, weil er nicht geimpft ist. Ja, wenn es dabei nicht um Geld gehen würde, was der Verein verlieren würde, würde ich unabhängig von dem Spieler sagen, schmeiß ihn raus. Also ganz ehrlich, was ist das für ein Verhalten? Jeder Arbeitgeber, der nicht geimpft ist und in häuslicher Quarantäne kriegt, bekommt keinen Verdienstausfall. Das ist Fakt. Ja, warum soll dann ein Profifußballer, der schon 20 Millionen verdient, einen Verdienstausfall bekommen, weil er sich dahinstellt und sagt, ich lasse mich nicht impfen und in häuslicher Quarantäne muss, weil er Kontakt hatte zu einer infizierten Person. Dann soll das noch der Verein tragen, dass er so dumm ist und sich nicht impfen lässt? Nein. Vorbildfunktion brauchen wir auch nicht drüber reden, ja. Sei mal dahingestellt, kann man drüber diskutieren oder nicht. Aber als Nationalspieler oder generell als Profifußballer beim FC Bayern reist man in so viele Länder in der Champions League, reist in so viele Länder, man hat mit so vielen Leuten Kontakt dadurch, auch durch die Nationalmannschaften. Und ja, da hätte man schon viel, viel früher die Notbremse ziehen müssen. Man muss ja ganz klar sagen, so wie jetzt die Lage ist mit Corona, das war vor einem halben Jahr klar, dass es so kommen wird. Ja? Jeder, der sich damit mal ein bisschen befasst hat, wusste, dass es so kommen wird. Jeder, der sich damit befasst, wird auch davon ausgehen können, dass wir in 3-4 Wochen wahrscheinlich wieder einen kompletten Lockdown haben. Wahrscheinlich wird es dann auch wieder keine Zuschauer mehr in Stadien geben oder halt dann nur Geimpfte, obwohl das dann wieder zu einer riesen Diskussion führt. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Aufstände und hast du nicht gesehen. Von daher wird man dann wahrscheinlich eher sagen, nein, wir lassen gar keine Zuschauer mehr in Stadien und so weiter und so fort. Und
Und dann als Fußballprofi sich dahin zu stellen und zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ja, I don't know. Vor allen Dingen dann noch die Argumentation, es hat sich nun mal nur der Kimmich dazu geäußert, die der Kimmich dann da gebracht hat. Ja, war halt völliger Dünnschiss. Ja, klar, ich respektiere irgendwo die Meinung der Leute, alles gut. Aber wenn dann dadurch in Anführungsstriche andere zu Schaden kommen oder dann andere Nachteile haben, so wie jetzt unser Club oder generell seine Kameraden in der Mannschaft, finde ich das schon schwierig. Ja, immer noch klar, man kann die Leute nicht zwingen. Aber so vom Charakter her, wie man sich nach außen darstellt und dann so zu handeln, verstehe ich persönlich nicht. Aber dann noch so dreist, wie gesagt, es ist nicht bestätigt, aber wenn das so kommen sollte, dann noch so dreist zu sein und sagen, wir leiten rechtliche Schritte ein, weil wir unser Geld nicht bekommen, weil wir selber verschuldet in einer Quarantäne sind, weil wir in unserem privaten Umfeld Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Ja, sehe ich halt gar nicht. Ja, sehe ich halt gar nicht, ganz ehrlich. Und wie gesagt, Vorbildfunktion. Und ich weiß auch gar nicht, wie das dann jetzt in Zukunft weitergehen soll. Also ich denke mal, viele Länder verschärfen ihre Maßnahmen und dann sagt man dann demnächst, ach ja, weißt du was, ihr 5 seid nicht geimpft, ihr bleibt dann zu Hause. Ihr könnt dann im Viertelfinale in einer Champions League nicht spielen. Schwierig, ja. Das andere Thema, schwierig, Zuschauer kommen nur geimpft, genesen oder getestet rein. Oder in manchen Stadien sogar nur geimpft oder genesen. Und unten laufen Spieler auf dem Feld rum, die nicht geimpft sind. Ja, Hut ab vor dieser Leistung. Sehe ich nicht. Wie gesagt, ich würde es auch fühlen, wenn man sagt, ja gut, jetzt ist Pandemie. Jetzt ist es gerade wieder sehr hoch. Ja, dann bleiben die Spieler, die nicht geimpft sind, bleiben dann jetzt einfach mal 3 Monate im Homeoffice. Können ein bisschen trainieren, kriegen kein Geld und ist gut. Punkt. Fertig. Da muss sich dann auch keiner beschweren. Weil, ja, man kann halt einen Fußballer nicht mit einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Menschen vergleichen. Man hat da einfach eine Vorbildfunktion und erst recht, wenn man so im Rampenlicht steht wie ein Kimmich. Ob jetzt ein Q-Song sich bei uns jetzt impfen lässt oder in China platzt ein Sack Reis, der wird nicht so eine Vorbildfunktion haben, aber ein Kimmich, selbst ein Gnabry, sind halt schon Leute, die irgendwo eine Fanbase haben und eine Vorbildfunktion haben. Und ja, finde ich persönlich schwierig. Wie gesagt, das einzige Argument, was ich persönlich in dieser ganzen Impfdebatte auch mal fernab vom Fußball gelten lasse, ist, dass man Angst vor der Impfung hat. Lasse ich gelten, kann ich erstmal mitarbeiten, verstehe ich, wenn jemand zu mir sagt, ja, weißt du was, ich habe einfach Angst vor der Impfung. Aber nicht mehr jetzt. Ja, nicht mehr jetzt, Leute. Vor einem Jahr, ja, kann man das Argument bringen. Jetzt ist das Argument einfach tot. Ja, es ist einfach widerlegt. Es sind keine Ahnung, wie viele Milliarden Menschen geimpft und so weiter und so fort. Und wie gesagt, jeder, der wirklich Angst davor hat, wegen irgendwelchen Langzeitfolgen oder sonst irgendeinen Scheiß, soll sich einfach mal mit dem Thema befassen. Und mit dem Thema so befassen, dass man nicht in irgendwelchen Bildzeitungen und irgendwelchen Schmutzblättern, in irgendwelchen Schwoblerforen oder sonst wo irgendwelche Überschriften liest. Nein, lest mal offizielle Quellen, offizielle Studien und dann ist auch gut. Ja, dann sollte jeder wissen, dass das Schwachsinn ist. Und dann kann man sich impfen lassen. Bei den Fußballern muss man natürlich ganz klar sagen, jetzt bei uns wird das noch Wochen beschäftigen. Ja? Wir haben jetzt Dortmund, Barca, Mainz noch, Stuttgart, Wolfsburg, dann ist 17.12. 7.1. geht es weiter gegen Gladbach, Köln, Hertha. Dann ist 23.1. 5.2. Ja. Weil die 5 Spieler, selbst wenn die jetzt auf einmal sagen, ach ja, ich bin jetzt komplett 180 Grad gedreht, ich lasse mich jetzt impfen. Ja, du musst erstmal beide Impfen durchhaben. Ja. Damit du vollständig geimpft bist. Solange wird das immer so sein, sobald man Kontakt hat
zu einer infizierten Person oder zu einer Person, die eventuell Corona hat, die noch getestet wird, müssen die Leute in Quarantäne. Ja, und das schmerzt natürlich uns. Gerade wenn das halt solche Spieler sind, die wichtig sind. Und leider Gottes ist der Kimmich für uns wichtig. Ja, den Rest kann man irgendwo verschmerzen, aber sind vermeidbare Dinge, meines Erachtens nach. Und ja, keine Ahnung, man erfährt halt keine Argumente, die die Spieler oder die Menschen haben. Der Kimmich hatte da seine 2, 3 Argumente, die kompletter Schwachsinn sind. Aber das Problem ist, das sind halt Menschen. Ja? Ganz normale Menschen, und wenn Menschen ihre Meinung gebildet haben zu einem Thema und dann in ihren Bubbles leben, in ihren Verschwobler-Bubbles da und sonst was, kannst du die Leute auch nicht von anderer Meinung überzeugen. Ja, da kannst du noch so viele Fakten bringen, das geht nicht. Und ja, es steht jetzt mittlerweile schon eine Impfpflicht im Raum. Ja, hätte man von vornherein machen sollen. Sind wir ganz ehrlich. Ja, jetzt werden wieder einer aufschreien und hier dumme Kommentare schreiben und sowas. Ja, macht das, Leute. Ist mir wurscht. Es gab früher schon Impfpflichten bei Pocken, bei Masern und hast du nicht gesehen. Ja, und wenn es halt 1/3 der Menschen gibt, die einfach unsozial sind in einem Sozialstaat, ja, I don't know, da muss man halt dagegen einschreiten. Allerdings ist das jetzt auch zu spät. Also machen wir uns nichts vor, wenn man jetzt eine Impfpflicht einbringt. Ja, würden die Leute sich trotzdem nicht impfen lassen. Was willst du machen? Willst du die per Polizei aus der Bude ziehen oder was? Dann hast du einen Aufstand im eigenen Land und sowas. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Der Zug ist leider abgefahren, aber da drifte ich jetzt auch schon wieder in das Thema Impfen ab und so weiter. Wie gesagt, meine Meinung zusammengefasst. Ja, ich verstehe das irgendwo, wenn man sagt, man hat Angst davor, aber nicht mehr jetzt. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Jetzt sind so viele Menschen geimpft, die alle überlebt haben. Kaum zu glauben. Die keine Chips im Kopf haben, die nicht irgendwie überwacht werden, die immer noch Kinder zeugen können und so weiter und so fort, was es da nicht alles für Verschwobler gibt. Ja, und wie gesagt, so als Nationalspieler, man reist viel rum, man hat viele Kontakte, und da verstehe ich nicht, dass man so fahrlässig sein kann und auch so gefährdend, ja, gegenüber seinen Mitmenschen, zu sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, auch wenn ja 3/4 geimpft sind. Ja, und man sieht halt, dass es nicht nur in der Arbeiterschicht so ist oder nur sonst wo, sondern das ist bei Ärzten, das ist bei Fußballern, das ist überall so. Du hast überall diese Menschen, die das einfach nicht verstehen und ja, da eine Ego-Schiene fahren. Und wer mich kennt, ich bin auch ein Egoist in großen Teilen, aber bei sowas, ja, vielleicht, was mich schon selber betroffen hat und wenn man privat ein paar Sachen erlebt hat, dann sieht man das vielleicht anders, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, für mich ein Unding, für mich gehören die Spieler geimpft. Wenn die Spieler nicht geimpft sind, schick sie nach Hause, ohne Geld, fertig. Wie gesagt, wegen mir, scheiß drauf, da muss man mal ein Zeichen setzen, da muss man mal ganz klar sagen, ja, dann holen wir halt keinen Titel, wenn viele wichtige Spieler ausfallen, weil sie nicht geimpft sind. Aber so ein Hickhack jetzt zu machen, zu sagen, ach ja, jetzt bist du 2 Wochen Quarantäne, ja, jetzt kommt er wieder, ist wieder 2 Tage bei der Mannschaft und dann ist wieder irgendwo ein Fall, dann ist er wieder 2 Wochen in Quarantäne und so Mist. Was soll das, Leute? Das ist lächerlich. Wie gesagt, entweder lassen die Leute sich impfen, ansonsten sollen sie mit dem Arsch zu Hause bleiben, machen sie halt mal 2 Monate Pause, bekommen kein Geld. Ich denke auch, das werden sie verschmerzen bei 20 Millionen Jahresgehalt und gut ist. Ich finde es gut, dass wir das Zeichen setzen. Es kommt schon eigentlich viel zu spät, ja, meines Erachtens nach. Man hätte dieses Zeichen schon vorher setzen sollen, aber anscheinend hat man es ja viel versucht mit Aufklärung hin und her. Aber wie ich schon sagte, die Leute, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, lassen sich zu einem Großteil auch nicht mehr impfen oder umstimmen. Ja, dann ist das ist dann irgendwann so im Kopf drin, so, ja, ich bin der Einzige, der das nicht macht. Ich bin halt dagegen, weil es muss ja einer dagegen sein. Ich bin gegen das System oder das stört mich und deswegen rebelliere ich dagegen. Die Leute raffen halt gar nicht, dass das nicht vom Staat kommt, sondern dass man da einfach mal an seine Mitmenschen denken muss. Und
ja, man sieht ja, dass das bei den Fußballern nicht anders ist. Ja. Gut, das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, die Spieler, die nicht geimpft sind, meinetwegen, schick sie 2 Monate nach Hause oder 3 Monate, in denen sie kein Geld bekommen. Was leider arbeitsrechtlich nicht geht. Arbeitsrechtlich wird es so sein, dass sie sich testen lassen müssen. 3G aktuell, das wird da nicht anders sein. Aber das Thema wird uns durchgehend beschäftigen. Bis locker Februar, März wird uns das Thema beschäftigen, wenn die sich nicht impfen lassen. Und selbst, wie gesagt, wenn sie sich jetzt impfen lassen, wird uns das Thema locker bis Januar, Februar beschäftigen. Weil bis der Impfstatus komplett ist, werden sie trotzdem immer noch in Quarantäne müssen, sobald sie Kontakt mit einer Verdachtsperson oder einer infizierten Person haben. Was man als Geimpfter halt nicht muss. Man kann sich da dann testen lassen. Ja, das sind halt so die Sachen. Und deswegen wird uns das durchgehend beschäftigen. Und das ist schade. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.